Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von Kaiser Augustus ausging. Diesen Text, den Anfang der Weihnachtsgeschichte, den kennen wahrscheinlich viele von Ihnen. Ich möchte mich heute mal auf die Suche nach Spuren machen, die tatsächlich noch aus der Zeit des Kaisers Augustus stammen. Dazu bin ich ganz ans Ende vom Parkplatz am Wörtherbadepark gefahren, denn hier im Wald, da ist auf meiner Wanderkarte eine alte Römerstraße eingezeichnet und die will ich finden. Ich bin jetzt so eine Viertelstunde der Markierung weiß-blauer Strich gefolgt und dann noch mal einen Weg nach rechts abgebogen. Und hier ist jetzt tatsächlich eine Stelle, wo man noch so ein bisschen was von der alten Römerstraße erkennen kann. Ganz ehrlich, so arg viel sieht man nicht mehr davon. Dieser zugewachsene Erdwall, das ist noch ein Überrest von der alten Trasse. Heute kaum vorstellbar, dass hier zur Zeit von Kaiser Augustus eine Hauptverkehrsstraße verlaufen ist, die Mainz mit Mailand verbunden hat. Ich frage mich, wie ist das eigentlich mit der Weihnachtsgeschichte? Mit dem Frieden, den die Engel dort verkünden und der in die Welt kommen soll durch ein Kind, das gerade nicht in den Zentren der Macht in einem Kaiserpalast geboren wird, sondern armselig in einem Stall. Wie ist das mit diesem Jesus, der da geboren wird, der Liebe predigt und Versöhnung, der die Friedfertigen selig preist und sich gerade denen zuwendet, die von allen anderen ausgegrenzt werden? Ist das auch wie diese Römerstraße hier nur noch eine Erinnerung an vergangene Zeiten, über die inzwischen ziemlich viel Gras gewachsen ist? Was bedeutet die Weihnachtsgeschichte eigentlich für Sie? Ich wünsche Ihnen spannende Entdeckungen bei Ihrer Spurensuche. Gottes Segen sei mit Ihnen. Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.